das, was du erlebst, ist immer ein vergangener Gedanke. Und man hat immer das Gefühl, man erlebt das jetzt in dem Moment und weiß auch nicht, wo die Ursache herkommt. Und wenn man weiß, die Ursache hat man im eigenen Geist gepflanzt, dann kann man das einfach einmal spielerisch angehen, indem dass man sich mal wirklich einmal einen Tag, 2, 3 nicht versucht oder einfach mal nicht versucht, schlecht zu reden und mal schauen, wie die Menschen anders reagieren. Und das beobachtest du dann automatisch auch bei anderen und es wird immer fester, oder? Das wird dann immer fester, auch ein Bestandteil von dir, dass du weißt, oh, ich muss aufpassen, was ich mit mir rede oder wie habe ich jetzt schon wieder gedacht, oder? Und dann merkst du auch, okay, ich habe mich in die Situation hineingedacht, hineingefühlt, zu viel darüber nachstudiert, dass es real geworden ist, wo ich jetzt stecke, dass das Ganze, wo ich jetzt erlebe, so real ist, weil alles nachkommt, dass man eigentlich immer eine Bestätigung hat, oder? Jemand, der ein Jahr lang schon weiß, dass alles nicht läuft, der hat immer wieder Bestätigung, dass es nicht läuft. Der sagt, habe ich es doch gewusst, dass es nicht läuft, oder? Aber er hat irgendwann einmal die Ursache gesetzt und jetzt hat er nur immer wieder die Bestätigung, weil deine Welt ist also die kommt hintendrein. Oder du hast deinen Samen gesetzt und du erntest ihn in der Zukunft. Und in der Zukunft hast du das Gefühl, das passiert dir jetzt gerade in dem Moment, aber du hast es dir eigentlich schon früher angetan in dem Sinn. Und wenn man in dem Loop gefangen ist, dann kommt man irgendwie dann einfach nicht raus. Und man hat immer die Bestätigung, ah, Scheiße, ich bin ja wirklich ein armer Sieg, Mann. Das erlebe ich schon zum 10. Mal. Und das Fiese ist jedes Mal, wenn man wieder sagt, ey, ich erlebe das jetzt schon zum 10. Mal, ist man wieder in der Annahme, dass es so ist. Sein Selbstbild wird immer fester, oder? Du hast immer mehr Bestätigung, dass das, was du erlebst, tatsächlich so ist. Und es wird immer schwieriger, aus dem rauszukommen, wenn man in dieser Sicht bleibt. Und wenn man jetzt mal von außen eine neue Sicht bekommt, die sagt, hey, du, schau, ähm, für dich ist das jetzt wahrscheinlich sehr real, weil du dir das schon ein Jahr erzählst. Was wäre, wenn du dir jetzt ein Jahr lang anfängst zu erzählen, dass es eine Möglichkeit ist, dass du dir das selber alles eingeredet hast? Dann wärst du nach einem Jahr, wenn du das beständig machst und nicht mehr weiter auf die alte Frequenz eingehst und deine alten Gedanken, die sagen, oh Mann, ich bin so ein armer Sieg, sondern hey, ich kann alles erreichen und ich bin kein armer Sieg, sondern ich bin ein Glückspilz. Dann wirst du in einem Jahr genau oder später, je fest dein Glauben ist, auch wieder an so einem Punkt sein in der Zukunft, wo du kannst sagen, hey, mir passiert alles. Ich bin so 'n glücklicher Mann, mir passiert nur das Gute, oder? Das heisst, wir können uns bewusst umprogrammieren, aber wir sind Opfer von unseren vergangenen Gedanken und wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht und das kann ich beleuchten von außen, indem dass wir einmal die ganzen Gedanken durchgehen. Ja, was denkst du denn den ganzen Tag? Ähm, Wo hat das angefangen? Wie fühlst du dich? Und dann einmal gezielt auch einmal 'ne Woche dir Mühe machst, um einfach einmal anders zu fühlen, mal schauen, was im Aussen passiert. Weil oftmals ist es schon nach Tag 2, 3 etwas komplett anderes, oder? Und je mehr Erfahrungen du da positiv machst, desto besser, desto mehr wirst du auch schauen und desto mehr Erfahrungen in die Richtige wirst machen. Und ja, und irgendwann wirst du nämlich dann merken, dass du es selber angetan hast. Aber das Geile ist, du kannst auch selber wieder raus, oder? Das heisst, du brauchst niemanden, der dich eigentlich dort rausholt, weil du kannst dich selber rausholen, aber wenn du weißt wie. Also das heisst, man kann das beleuchten und dann kannst du es selber angehen, oder? Du kannst das eigentlich von daheim aus machen. Du musst nirgends hin in dem Sinne. Und das ist das Geile am Gesetz der Annahme, weil du kannst es jederzeit praktizieren und ich rate es auch jedem an. Das Erste, bewusst werden von seinen Gedanken. Weil wenn man bewusst wird, was man denkt, dann kann man sie unterbrechen und wenn man nicht weiß, was man denkt, dann ist man immer gefangen in seinen alten in seinem alten wie soll ich sagen, in seinem alten Film, wo man wieder neu produziert. Und viele haben halt dann immer den gleichen Film, weil sie immer das Gefühl haben, sie sind der Film, oder? Weil sie anfangen, sich mit dem Film identifizieren. Jetzt bin ich schon ein Jahr lang der unglücklich und jedes Mal, wenn man es sagt, kommen wieder die gleichen Gefühle auf. Du manifestierst das immer noch mehr, es wird immer noch mehr zu deinem Bild, oder? Dann sagen der Kollegen, sagen dir dann auch plötzlich, oder? Weil das so deine Ausstrahlung ist, eben, dass du ein armer Sieg bist und immer alles falsch machst und dann hast du schon die Bestätigung von den anderen und denkst, oh, ich bin wirklich ein armer Sieg. Bei mir läuft wirklich nichts. Dann geht wieder etwas am Boden, dann hast du wieder die Bestätigung. Oder? Und so vertiefen wir uns immer mehr in so Glaubenssätze hinein, oder? Und da ist das Ziel, die umzuleiten, oder? Und das geht durch Bewusstwerdung. Gedanken bewusst beobachten. Eigentlich würde ich vorher gar nichts anderes machen, sondern wirklich einmal sagen: „Okay, ich bin heute nur der Beobachter von meinen Gedanken.“ Das wir mal einen Monat machen, wirklich einen Monat lang die Gedanken beobachten. Weil
ab dem Moment, wo du beobachtest, hast du Mitspracherecht. Dann bist du nicht mehr Opfer von deinen Gedanken und von deinen Reaktionen, sondern du kannst, wenn du dabei bist, entscheiden, will ich oder will ich nicht. Und solange du nicht weißt, was passiert, dann kannst du nicht entscheiden, will ich oder will ich nicht. Das passiert einfach und dann bist es wieder. Und darum eigentlich zu beobachten mal und dann fällt eigentlich vieles von alleine weg, weil du wirst merken, ja, du wirst es merken und vielleicht nicht mehr auch schon gar nicht mehr weitergehen, oder? Das heisst, du kommst auch die Distanz über. Vom Gedanken zur Reaktion hast du 'ne gewisse Distanz, ja, wo du dann nachher nicht mehr musst automatisch drauf reagieren. Drum mein Rat oder was ich so für mich gemerkt habe, die Räte, die ich gerne gehört hätte, wäre beobachten. Obwohl ich sie in jedem Buch gelesen habe ich die Wichtigkeit nicht ganz so rausgehört. Also, würde ich ein Buch schreiben, dann wäre das an erster Stelle beobachten. Bevor man weitergeht, beobachten, weil das zeigt schon, ob du überhaupt da bist oder nicht. Das heisst, alles andere es bringt nichts. Auch die ganzen Affirmationen vorher, die bringen nichts. Wenn du nicht bewusst da bist, dann affirmierst du vielleicht einmal 'n Tag, 'ne Stunde und sagst: „Ja, ich bin liebevoll und glücklich, ich bin liebevoll und glücklich“, aber der Rest von deinen 24 Stunden nein, sorry, 23 Stunden und 58 Minuten bist, gleich in deinen Mangelgedanken. Und wenn du Beobachter wirst, dann musst du schon mal weniger affirmieren, weil du tust die Waage automatisch senken, weil du gehst nicht mehr auf deine alten Gedanken ein, auf deine automatisierten Gedanken ein. Oder darum, ja, ich habe es überall gelesen, ich habe das auch verstanden, aber ich glaube, ich würde das zuoberst ich würde die Wichtigkeit vom Beobachten von seinen Gedanken werden ganz aufsetzen. Wirklich ganz aufsetzen. Bewusst werden, was denke ich die ganze Zeit. Weil dann, wenn man bewusst ist, was man denkt, dann ist man auch bewusster dabei, was man denkt für Manifestationen bringt oder was für neue Möglichkeiten das eröffnet oder wo ich schon wieder bin. Wenn ich jetzt schon wieder denke, der scheiß Stau und plötzlich im Stau hocke. Oder mal aufhören denken, der scheiß Stau und plötzlich nicht mehr im Stau hocken, weil sich irgendwie ein neuer Arbeitsort ergibt. Oder anstatt jeden Morgen sagen, boah, Mann, nein, nachher wieder ein blöder Stau, wo ja schon wieder die Frequenz, wo du ja schon wieder bestätigst, dass deine Realität so muss sein, weil das so ein tiefer ein Glaubenssatz ist so tief verankert, dass du dem so viel Glauben schenkst, dass der sich muss in deiner Realität, äh, gezwungenermassen zeigen. Darum ist es wichtig, neue Glaubenssätze verankern, neue Glauben verankern, dass die automatisch im Aussen gezeigt werden, ohne dass du 'n Finger musst krümmen, dass du auf deinem faulen Füdli kannst hocken und alles passiert, dass man endlich faul sein und zwar richtig, wie soll ich sagen, ja, nicht Netflix und scrollen, sondern einfach eben wissen: „Hey, ich dürfte mal chillen, ich darf mal einfach sein, weil mein Ziel ist gesetzt, mein Navigationssystem läuft an den richtigen Ort und ich kann jetzt getrost abwarten.“ Genau, aber ja, da bin ich abgeschweift und weiss nicht, wo ich hergekommen bin. Ah, genau, Dings ganz rauf, beobachtet werden von seinen Gedanken, das wirklich ganz rauf, weil es tut schon so viel, ja, es wird so viel abgehen, oder? Du wirst automatisch nicht daran anfangen zu denken, weil du merkst, wie viel negativ du auch denkst, oder? Du wirst es irgendwann wir merken es einfach gar nicht, weil's so automatisch ist, aber wenn man bewusst mal anlässt, dann wird man automatisch mal anders sein eben. Und dort bin ich mit den Affirmationen. Das heisst, wenn du dann auch mal, sagen wir, weisst, wie du die ganze Zeit denkst und auch bewusst bei der Sache bist, dann kannst du dir auch anfangen, die, Affirmationen oder was auch immer, was deine Ziele, versuchen mal in deinen Alltag einzuladen, oder? Dass du dann auch in deinem Alltag immer mehr einmal in dich gehst und fragst so: „Ja, was will ich eigentlich? Wie will ich mich fühlen, wenn ich am Ziel bin?“ Und das Gefühl dann aufrechthalten. Die einen müssen sich nur das fragen und haben dann das Gefühl, andere kommen jetzt mit Affirmationen über, wenn sie sagen: „Ich bin zutiefst glücklich“ und kommen dann vielleicht das Gefühl über. Wichtig ist das Gefühl, also Frequenz. Aber ich sage nicht nur das Gefühl. Ich habe jetzt bei vielen gelesen, das Gefühl ist wichtig. Das ist tatsächlich, oder, weil das deine Frequenz bestimmt und du dann das andere wieder anziehst. Aber es ist auch schon mal, dass es in deinem Sichtfeld ist, in deinem Geist überhaupt mal ist. Und ich sage auch immer, wenn du etwas anderes verdrängst, indem dass du etwas einladest, wo du vielleicht nicht fühlst, bist du in dem Alten weniger. Das tut das Neue auch automatisch stärken, weil die alten Gefühle sind weniger. Das heisst, du kommst auch eher in die Richtung. Also, meiner Meinung nach muss man nicht die ganze Zeit euphorisch durchs Leben laufen, wäre wahrscheinlich optimal. Aber einfach auch vielleicht, wenn man unterwegs ist und im Stau steht, anstatt zu denken, der scheiß Stau und sich nerven, anfangen dankbar sein. Dankbar sein, dass man jetzt Zeit hat, zum
in sich gehen, fragen: „Wie will ich an meinem Endziel sein?“ Okay, in meinem Endziel fühlt sich das ist mein Gefühl, wo ich möchte, wenn alles, was ich mir wünsche, erreicht ist. Dann wirst du nämlich 'ne Frequenz, ähm, bekommen, wo das Mangel vom Stau nicht drin ist und du wirst dann irgendwann einfach um den Stau herumfahren. Es wird sich neue Sachen ergeben, dass du nicht mehr im Stau bist, weil du identifizierst dich nicht mehr damit. Aber solange du nur reagierst auf vorherige Gedanken oder vorherige, Manifestationen, wirst du weiterhin in denen bleiben. Das heisst, wenn du dich immer wieder über Stau aufregst, strahlst du immer wieder die Frequenz aus und du wirst das weiterhin haben. Ich habe ab dem Moment, wo ich mich nicht mehr angefangen habe, über den Stau aufregen, plötzlich an einem anderen Ort müssen arbeiten. Und da können jetzt viele sagen oder sagen die einen: „Ja, ist halt kann ja auch so sein.“ Ja, kann auch so sein. Aber was mir auch noch passiert ist, mir ist einfach blitzartig die Idee gekommen, ich könnte anders fahren. Anstatt über die blöde Autobahn habe ich sonst anders können fahren, habe gleich lang gehabt, habe aber 'ne schöne Strecke gehabt. Kann man auch sagen: „Ja, ist nur so.“ Ja, aber man muss es auch mal probieren. Und ich glaube, das ist, weil ich etwas anderes zulassen habe. Oder jemand, der „Nein“ sagt, lässt nichts zu. Der lässt nicht zu. Wenn einer sagt „Nein“, dann ist es ein Nein, das ist eine Blockade. Oder das heisst, wenn du sagst: „Schon wieder der Stau“, ist das eigentlich eine Bestätigung, dass das noch nie anders war. Oder du bestätigst etwas, wo schon wieder ist. Du bestätigst, 'n Rhythmus, eine Wiederholung. Und einfach nicht mehr bestätigen, das Alte nicht mehr bestätigen und sich bedanken, dass man jetzt die Möglichkeit hat, weil das Alte, wo ja jetzt triggert, wenn du merkst, so, du wirst triggert, dass dich jetzt wieder nervt im Stau, umschwenken. Das wäre das, was ich vorher erzählt habe, mit polarisieren, anstatt dich nerven, glücklich sein. Oder? Überpolarisieren. Das Pendel schlägt aus. Das heisst, eben, es schlägt in die andere Richtung. Das heisst, es geht dir jetzt schlecht im Stau, also du hast die Möglichkeit, dass es dir gut geht im Stau. Dankbar sein für die Möglichkeit, dass du kannst, jetzt 30 Minuten deinen Geist disziplinieren. Oder? Anstatt dich 30 Minuten nerven. Das ist doch eine ganz andere Frequenz. Das ist eine ganz anderes Ziel, das ist eine ganz andere Energie, das geht dir viel besser dann. Und wenn das ein Jahr machst, du wirst eben dann gar nicht im Stau sein, aber irgendwann oder vielleicht schon, weil du dich so glücklich fühlst im Stau, oder? Aber wenn du dann nachher sogar freust auf den Stau, so: „Yeah, ich kann im Stau“, weil das ist der einzige Ort, wo ich wirklich Zeit habe, um einmal bewusst, weil ja nichts anderes läuft, einmal bewusst, meinen Geist auf irgendetwas einstellen und das auch einmal versuchen aufrechtzuhalten, oder? Und plötzlich ist aus etwas, wo du nicht gern gehabt hast, etwas, wo du eigentlich dich drauf freust, oder? Und das, ja, lege ich jedem ans Herz. Genau.